Und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate in der Rolle von Jacob Frye, der auch gleich da vorne seine nächste Mission zu erledigen hat. Obwohl, wir haben doch gesagt, jetzt in Folge, dass wir eigentlich noch mit der Karl-Marx-Mission loslegen wollen, nicht wahr? Und ja, man sieht schon, ich habe da ein bisschen hier die ganzen Aktivitäten ein paar gemacht und ja, schon noch weiß die Gang-Anführerin, also hier die Bloody Noah, die ist noch nicht aufgetaucht. Das fand ich auch mal interessant. Nun gut, also ab zu Karl Marx können wir mit ihm oder mit Ivy machen. Übrigens, was ich sonst so gemacht habe, offscreen, also ist ja klar, wenn man halt ein paar solche Aktivitäten macht, dann ist ja, kriegt man auch ein paar, die ein oder andere Gegenstände natürlich und als Inventar, man sieht es auch hier, fast alles voll, schön und ja, die Werte. Waffen ist einfach Neues, und zwar das Beefes Kukri, wieso Beefes Kukri, keine Ahnung. Assin-Handschuhe, die Nautilus-Handschuhe. Sehen doch recht schnick aus, vor allem mit dem Ezio-Gewand. Schusswaffen der N2er, alter Schwede. Gürtel des Guten und Bösen. Monturen wie gehabt. Ohne Upgrades, also kommt vielleicht später noch, weil man für Monturen war. Ja, Kohle, auch die passt. Fähigkeit kann ich ganz kurz machen. 3, was machen wir ganz kurz die Grunddinger hier noch fertig. So. Wie ihr auch vielleicht seht, da, also jetzt mit den Kommandobefehlen, da links unten zum Beispiel, ist nicht mehr mit A, B, X, Y, sondern jetzt mit den PlayStation-Symbolen. Ja, man Controller gewechselt. Und zu testen, ob vielleicht der eine oder andere Bug hier mit dem Controller zu tun hat oder eben auch nicht. Ja, so dazu. Okidoki. Also Karl-Marx-Mission. Die letzten paar haben wir mit Ivy noch gemacht. Wenn man sagen, jetzt wie gesagt mit Jacob wieder mal ein bisschen loslegen und mal gucken, wie schnell wir hier vorwärts kommen, weil Jacob und Ivy Frye haben hier schon einiges angestellt, um so zu formulieren. Und daher, wie lange das wohl noch gut geht. Übrigens, was ich noch gemerkt habe, offscreen, bezüglich hier Herstellung. Ne, Gang-Upgrades war es genau. Haben nach der letzten Folge, oder war es vorletzte, weiß gar nicht mehr, haben noch bezüglich Betrüger Pub-Investor gemacht. Und ja, seitdem haben wir, wie gesagt, offscreen da ein paar Aktivitäten gemacht und so weiter, aber der Safe ist ihm noch leer. Also ich verstehe nicht ganz, wie jetzt der sich irgendwie besser und schneller auffüllen soll, oder aber ob ich jetzt dadurch, durch diese Investition vielleicht sogar irgendwie einen Bug ausgelöst habe und der füllt sich gar nicht mehr auf, könnte durchaus sein. Ist wie gesagt immer die PC-Version, auch wenn ich hier mit dem PlayStation-Controller zocke. Von dem her. Oh, einmal so schlecht. Also Steuerung geht bis jetzt ganz gut. So, bevor ich vergessen, noch ganz kurz hier mit Ivy. Um bei ihr zu zeigen, Inventar, Waffen habe ich jetzt mal auf den Stock gewechselt, weil sie soll, ja, ich denke, ist sowieso klüger, wenn es ein bisschen so macht, dass Jacob der Killer ist und sie mehr Betäubung. Kann durchaus sein, dass wir wieder Missionen haben, wo wir halt Gegner nicht unbedingt gleich sofort killen müssen, sondern erstmal betäuben. Das ist natürlich der ein bisschen besser. Handschuhe habe ich auch den. Können Sie auch den hier machen, chronografischer Durchbruch, aber da hat man ein bisschen zu viel Schnickschnack. Ja, für Jacob vielleicht, war. Zu viele Uhren dran. Ich bin ja sonst gerne so ein Fan von Schnickschnack und so weiter, aber da habe ich keine Frage, sonst gibt es kaum noch etwas, wa? Halt eben mal ein bisschen ein oder andere noch upgraden. Umhänge, Tarnumhang diesmal, obwohl ich ja finde, der sieht auch ganz gut aus, Umhang des Grafen, aber hier haben wir noch das Assassin-Symbol drauf und von dem her passt es ja auch. Monturen, Meister-Assassin hatten wir auch schon. Evelyn und Elise ist ja alle schon noch gut, aber Elise ist halt eine Templermontur, das passt gar nicht, aber und Evelyn, ja. Wobei, fällt gerade auf, haben wir mal erwähnt, dass das hier das Outfit aus Chronicles, China Chronicles sein soll, war. Stimmt ja gar nicht, das ist ja aus Liberation. Oder war doch Assassin's Creed 2 Liberation? Ne, Moment. Ne, was, der dritte Teil? Verdammt. Das ist peinlich. Naja, egal. Auf alle Fälle, ne, müssen viel ältere Teil sein. Oh, das ist doch Liberation. Naja, zumindest kein Teil, den ich Let's Played habe, von dem her. Okay, ne, passt. Ah ja, Fähigkeiten, genau. Es sind noch 3. Man könnte aber hier wieder mal ein bisschen die Grund- oder Einschüchterung, was er eigentlich gar nicht bräuchte. Erstschlag.
Hinrichtung wäre auch bei ihr gar nicht mal so verkehrt, dass sie den mal beherrschen würde. So. Aber zurück zu Jacob und los geht's mit Karl Marx! Mein armer Freund Frank Morris. Nach einer 18-Stunden-Schicht ist sein Sohn vor Erschöpfung umgekippt und war tot. Frank wird von Trauer verzehrt. Er gibt der Regierung die Schuld, weil sie sich weigert, die Rechte der Arbeiter zu schützen. Ich kann ihm seine Wut nicht verdenken, doch ich fürchte, er ist zu weit gegangen. Er will eine Lieferung Nitroglycerin stehlen, um damit die Parlamentshäuser anzugreifen. Menschen zu töten und Besitz zu zerstören bringt gar nichts. Demokratie ist der einzige Weg zum Sozialismus. Bitte stoppen Sie ihn, bevor er sich selbst oder andere umbringt. Ich schätze, er wird jetzt auf dem Weg in die City of London sein. Jo, das schätze ich auch. Übrigens, schön zu sehen, wie das Ahornblatt plötzlich aus der Wand rauskam. Ja, das mit den Arbeitszeiten, ich meine, es ist ja alles nach 1868, allerdings ist das mit den übertriebenen Arbeitszeiten und eben den Rechten, die die normale Arbeiterschaft gar nicht besitzt oder zu wenig hatte, ist noch gar nicht so lange her und auch heutzutage noch in gewissen Teilen der Welt gibt es immer noch. Also dem hat sich die Menschheit nicht unbedingt so weiterentwickelt. Na wunderbar. Ich muss sie erledigen, bevor Morris kommt. Hast du nur gerade aufsteigen? Hä, wieso ging das nicht? Warte mal, dankeschön. Marx schickt mich. Und jetzt? Sei ruhig. Sag Max, ich brauche seine Hilfe nicht. Oder deine. Was, eine verfolgende Kutsche auf dem Kopf drin. Wow! Da kommt sie noch mal eine Dankeschön, wie so unter. Wow, lalalala. Sag, was ich tue. Jo, so wie aus, dass er erst einen anderen Typen erledigen muss. Das war gar nicht nötig. Na toll. Junge, du sollst... Hä? Ich hab doch... Hä? Ich stehe jetzt nicht ganz, ich habe ihn eigentlich erledigt, soviel ich weiß. Und nun gehört das Gebiet uns. Vor allem ich weiche eigentlich raus. Fall total runter. Dankeschön. Naja, fahrt nur vor uns her. Das passt. Sein Trottel, ey. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Dass die Übergabe auch plötzlich da hinten war. Oh, ist auch interessant. Erfolgende Kutsche auf den Kopf drehen. Ja, das ist natürlich eine geniale Voraussetzung, wenn es eigentlich darum geht, dass sich das Nitroglycerin nicht verschüttern sollte. Mach rechts. Naja, haben wir schon gehört. Boah, So ist's recht. sagt einfach gar nichts, ist dann schlecht. Lauf schön weiter. Kutschenfahren auf Michael Art. Kann überhaupt nichts passieren, weil wir hier gar nicht durchkommen eigentlich. Mach Sachte. links. Filmt der mich überhaupt durch? Platz da! Ruhig. Mach links. Ja, das sehe ich auch, dass er dann nach links muss. Meine Fresse. Wow! Nicht so schnell. Mach links. Ach nee! Nach rechts? Ja, ja. Ganz ruhig. Die führen sich echt im Kreis herum. Ich glaube, auch Spinne. Jetzt geht's so schnell unterwegs! Jacob, zurücksetzen, ja. Rückwärts fahren, kennst du ja. Das war mit so einer Kutsche eigentlich viel einfacher mit dem Auto. Mit meinem Auto, ja, da ist ja eigentlich nur toter Winkel, Rückspiegel und Seitenspiegel. Er ist ein gutes Pferdchen.
Du bist das. Und trotzdem auch noch die ganze Karosserie im Weg. Da oben! Wer sind diese Leute? Leute, die es nicht mögen, wenn man ihr Spielzeug klaut. Wir sitzen fest. Du musst da oben deine Finger damit. Haltet euch nicht zurück! Wieso sehe ich nicht seine... Ah, jetzt sehe ich's. Ich würde sagen, so sehe ich seinen Balken nicht. So. Problem erledigt, können jetzt bitte weiter. Ah, das können wir wieder auffüllen. So, Medizin voll, das sehe ich oder höre natürlich vor allem gerne. Zack, und was ist eigentlich mit dir los, Kumpel? Jetzt haben ja. die ihr Nitro zurück. Bist du zufrieden? Nicht mal annähernd. Du wusstest, wo du den Wagen findest. Du musst sie wochenlang beobachtet haben. Wohin sollte diese Lieferung gehen? Da kann ich vielleicht behilflich sein. Komm zu mir nach Sadak, wenn du soweit bist. Das sehen wir hier, du. Naja, könnte schlimmer sein. Ich muss aber trotzdem sagen, diese Mission hier mit Karl Marx und Resetruppe ist immer recht schön kurz und knackig. Dann mal die Karte checken, also dann wohl die hier ein explosives Ende war, weil so vor sind wir sowieso schon, mal sagen, wir machen direkt weiter mit so richtige Karl Marx Mission heute. Oh, der Zug, ja, das sind noch Sequenz 8, Mensch, die gehen wir langsam auf den Sack. So Leute, das ist Part 28, ich würde sagen Part 30 gehen wir mal zum Ersten Weltkrieg, war? Wird sicher cool. Dunkelste Stunde. Moment. Das war 1914, war? Kann das sein? Wo, wir sehen sie dann. Ne, 21 war da schon vorbei. Hä? Verdammt. Michael Geschichte. Fehl. Ja, schlecht würde ich sagen. Leider stimmt's, Geschichte war ich nie gut, was aber, also allgemein, hier gab es schon ein paar Dinge noch gut war, aber meistens weil ich einfach zu faul war. Ist aber echt so, Geschichte ist ein reines Auswendiglernfach, hat im Prinzip nichts mit Logik zu tun. Auswendig lernen war ich immer... Ach, ja. Nee, ich war eigentlich in der Hinsicht schon ziemlich faul. Vor allem in Geschichte, weil es einfach teilweise noch langweilig war. Im Sinne von, ja, ist vergangen, was soll mich das noch kümmern? Natürlich andererseits noch die Sprachen, weil es immer so viel war zum Lernen. Naja. Egal, anderes Thema. Ein explosives Ende mit Karl Marx und seinem Freund. Die Fracht soll umgelagert werden. Wir müssen los. Da hinten steht eine Kutsche. Wenn wir uns drin verstecken, fahren sie uns direkt zu ihr. Ich verstecke mich da drin. Du gehst nach Hause. Heim? Ja, genau dorthin. Relativ wenig Zeit, war. Die Achso, müssen die überleben. steht ja schon hier. Zumindest bis sie mich zur Fabrik gebracht haben. How'd you do? 92. Greetings. Tja, jetzt kriegen sie das Zeug nicht mehr. Scheiß Anarchisten. Könnten kein Besäufnis in der Brauerei organisieren. Das wurde auch Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Ja, das möchte ich sehen, wie jemand versucht, hier einzubrechen. Ich dachte schon, ich fahr scheiße. Ruhig, ruhig. Wieso haben die dann ein Gebiet, das wir bereits erobert haben, so ein Versteck? Na, drin bin ich, was soll ich jetzt machen? Die Frage ist, kann ich es am besten zerstören, wa? Gut, die Frage war geklärt. Alter, macht das Wumms. Manchmal ein bisschen zu viel Wumms.
Jo, wie ich schon gesagt habe, zu viel Bums. Also Bulgimi sind gleich alle tot. Mann, was willst du denn? Bums, Bums. Du willst auch noch, kein Problem. Ausgewichen, so, ausgewichen, Bams. Die hohe Kunst des Killens. Schön, habe ich eigentlich noch ein paar Tempel übrig gelassen oder sind jetzt alle schon? Ne, sind alle schon down. Das ist, ja, so, es ist, wie soll ich sagen, es macht Spaß, das Teil Luft zu jagen, das, so ist es ja nicht, aber ich finde es ein bisschen sehr krass, ich sag's mal so, dass, dass man so gut hört. Ich meine, so Booms! Ja, wie gesagt, ist geil, aber das ist ein bisschen unpraktischer gewesen. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht anders. Ich räche meinen Sohn. Halt! Nicht schießen! Morris! Der Arme. Also gut. Zerschlag diese Kisten, bevor sonst noch jemand auf blöde Ideen kommt. Das wäre sehr clever. Oh, die war zu weit weg. Entschuldigung. War nicht persönlich. Naja, doch. Hä, hab's zerstört? Wieso? Ich nehme noch ein. Verstehe ein das Spiel. Dieser verrückte Krähentyp ist hier. Was der Verrückte? Was für ein Typ? Haltet Ausschau nach dem... Wow! Lasst ihn nicht! Das ist mal interessant. Ich meine, klar, ich hätte es wissen müssen. Was für Bums macht. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich gar nicht eine Kiste holen. Okay, hier kann es zwar auch, aber es zählt irgendwie gar nicht, wie man sieht. Verrückt. Hey, wie kann das aufs Dach? Wenn man so auffällt, irgendwie kann er nicht mehr von Dach zu Dach hangeln, wa? Hä? Ah doch, jetzt geht's wieder. Verwirrung. So nah dran, ich bin down. Aber sowas vorne ist das krass. Was ist denn da? Ach so. So, Problem gelöst und weg. Jacob, Jacob. Weg hier! Boah, Alter. Ups, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Mit Maxine klein reden. Gut, machen wir das mal. Ja. Wieso einfach, wenn es kompliziert geht? Denn es ist halt Jacob-Style. So, ich nehme gerne mal diese Kutsche hier. Danke fürs Warmhalten. Ich sage danke fürs Warmhalten. Wow, was ist das für ein Menschenauflauf? Ist das Sonntag für die Kirche? Naja. Rede mit Karl Marx. Übrigens, dein Freund ist tot, ja. Sie sind zurück. Mr. Morris? Verstehe. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert.
Er war ein guter Mann, doch auch die Besten können vom Weg abkommen, wenn die Trauer sie blind macht. Trotzdem danke, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist. Wir haben getan, was wir konnten. Ein explosives Ende wie Karl Marx. Jo, und jetzt? Ich will noch eine C-Mission. Hier hätten wir bereits die letzte Karl-Marx-Mission für das Gebiet. Farben Weinrot. Ja, aber würde man sagen, nächsten Paar machen eine Frage der Identität erstmal weiter. Vielleicht können wir das trotzdem noch kombinieren. Ich bin versucht, auch noch zu machen. Nee, wir kommen gut voran. Dann heute mal ein paar ein bisschen früher beenden. In diesem Sinne wieder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann, wie gesagt, mit Jacob noch ein bisschen. Auch noch und dann Erster Weltkrieg, glaube ich, mit Ivy wieder, war. Jo. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.